Das ist der Rudolfo, flüstert Prinzessin Lilifee. Als die Lilifee und die Rosalie vorsichtig näher kommen, ruft er fröhlich: «Probiert doch einmal von meiner feinen Zuckerwatte und von meinem feinen Sirup. Sie schmecken köstlich und wenn du Lust hast, kannst du später meine berühmte Zaubervorstellung anschauen.» Er hat wohl nicht gemerkt, dass der Rico und Mimi davongelaufen sind, denkt Lilifee. «Oh ja», antwortet sie laut. «Ich habe gern Zauberer und Zauberkünste habe ich sowieso für mein Leben gern.» «Dann wart da», sagt der Rudolfo. Als er sich umdreht, schüttelt Lilifee seinen Sirup heimlich weg. «Ich spiele ihm nur vor, dass ich unter dem Zauber von seinem Sirup stehe», flüstert Lilifee der Rosalie ins Ohr. Gleich darauf kommt der Zirkusdirektor mit einer grossen Kiste auf Prinzessin Lilifee zu. «Hast du nicht Lust, ein paar Kunststücke zu lernen?» fragt er. «Warum nicht?» antwortet Lilifee. Der Rudolfo zieht Prinzessin Lilifee am Arm. «Wie heissest du?» fragt er. «Ich weiss nicht», murmelt Lilifee. Mir ist so schwindlig.» «Das ist gut», sagt der Rudolfo zufrieden. «Such dir ein Kostüm aus der Kiste aus und dann hol dein Einhorn.» Laute Musik ertönt. «Und jetzt stell dich auf den Rücken von deinem Einhorn», befiehlt der Rudolfo mit lauter Stimme. Nur mit Mühe gelingt das der Lilifee, auf dem Rosalie ihrem Rücken zu balancieren. Dabei lässt der Rudolfo das Einhorn immer schneller laufen.